Ja, stimmt. Vor Celino kommt ja nur das kleine Dorf da. Schauen wir mal. Und nachdem auf dem Server, ich kann es euch kurz zeigen, ja, so viele Spieler sind. Was hat denn jetzt da? Okay, dann lieber wieder die Remington raus. Also der Server ist voll, es sind ungefähr 70 Spieler da. Also man kann durchaus auch in so kleine Dörfer da, glaube ich, wenn über den Weg rennen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht gleich wieder vorbei ist. Und das Coole an Arma ist ja auch, dass man, wenn man Steuerung druckt und nach unten gibt es verschiedenste Positionen, also bis man ganz am Boden ist. Also man kann sich wirklich auch so bewegen, ja, ein bisschen höher. Also man muss nicht, es gibt da verschiedenste Stufen. Ja, man kann so gehen, dann kann man ein bisschen sich nach rechts lehnen, nach links lehnen und so weiter. Also das ist, wow, fuck. Das ist komplett variabel, wie man da tut. Der nervt. Probiere ihn jetzt mal mit der Hatchet zum Killen. Au. Ja, okay. Aber er sagt, er hat mich erwischt und das zieht dann eigentlich ziemlich schnell ziemlich viel Blut auf. Und es macht da ein lautes Geräusch. Was ist denn das? Okay, da gibt es halt natürlich in dieser Dinge gibt es hauptsächlich Industriezeug. Ah, Schuss für Pistolen. Cool. Glockmuni. Perfekt. Oh, ich blute ja. Ich blute. Ich glaube Doppelklick. Genau. Einfach Doppelklick. Man kann das verwenden. Schauen wir mal. Ja, jetzt hat es aufgehört. Zittert ihr recht? Na. Also Painkillers muss ich anscheinend nicht nehmen. Das war jetzt nur. Mal schauen, ob da wer kommt. Schaut sauber aus. Wie schaut es da aus? Also alles recht simpel und intuitiv eigentlich da in der Mod. Und bisher muss ich sagen, mir macht es Spaß. Es ist wirklich Action da. Man kann auch Richtung Norden gehen, ein bisschen looten, ein bisschen schauen, was gibt so. Nur Crap da jetzt. Und es ist wunderschön zum Anschauen. Ich kann es euch leider jetzt gerade nicht sagen, aber das lohnt sich auch wirklich, wirklich sehr, wenn man es in der Nacht spielt, weil die Lichteffekte von Arma 3 sind so genial. Wow, fuck, Alter, schon wieder. Ja, jetzt gehst du per Glock drauf. Du Kasperl. Oh shit. Oh fuck. Ah, die sind so schwer zum Treffen. Wow. Boah, jetzt haben wir gedacht, der Stellwer mit dem Gilly ist auch nur ein Zombie. Das ist echt gemein. Ich glaube, wir werden uns jetzt einfach verpissen, weil die Zombies, die rennen irgendeinen Scheiß zusammen. Das Problem ist nur, wenn man looten will. Die rennen dann schon nach, also man muss tatsächlich versuchen, irgendwie abzuhängen. Die sind nicht ganz blöd. Was war das? Was habe ich da looten können? Das da? Okay. Na gut. Da ist ein Gebäude, wo wir rein können. Sicherheitshalber werde ich jetzt schon mal die Glock rausholen, weil ich glaube nämlich, dass die Zombies gleich da reinkommen werden. Remington-Schuss. Ich habe so viel Remington-Schuss, ich brauche einen Remington. Und was haben wir da noch? Ich hör's schon. Ah, ich habe ja Remington. Hä? Buckshot. Wo sind die jetzt hingerannt? Das klingt echt so, als würde der Spieler rennen. Hoffen wir mal, dass keiner ist. Und Binoculars.
Sehr gut, die sind dann da oben. Oh Mann, fuck. Wo ist der? Buckshot, perfekt. Wir haben echt super viel Schuss jetzt schon. Für die Remington, da sind's. Und was ist das? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn das? Ein Sisi. Ah, geht die da rein? Wow, okay. Rifle Scope. Nein, es geht sich nicht mehr aus. Okay. Ein Sisi. Kann man die da austauschen? Okay. Die da rein tun. Das geht nicht. Ah, Small. Mit Punkt 22, die macht sicher keinen Schaden. Nehmen wir lieber die mit. Die ist besser. Gut. Ach, der scheiß Zombie, der ist echt hartnäckig. Hat er mich jetzt gefunden, endlich. Naja, anscheinend nicht. Gut. Probieren wir es mal mit dem da. What the f... Oh, der Schwede. Mir reicht's. Das muss auch immer im richtigen Moment kommen, oder? Diese blöde Musik. Das ist gescheit zach. Aber macht so richtig Spaß. Gut. Also, falls da jetzt nichts mehr passiert, sehen wir uns in Celeno wieder. Bis gleich. Ja, wir sind jetzt vor Celeno. Direkt bei diese komischen Vorgebäude. Mal schauen, da ist sicher irgendwas drin. Also, wir kommen jetzt wie so ein Noob einfach vom Süden, ja, da was jeder erwartet, dass irgendwer da herkommt von der Küste, aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Es geht ja nur darum, dass ich euch mal ein bisschen einen Eindruck gebe von der Mod da. Da unten gibt es eben diesen Compound wie ja schon früher. Das ist jetzt keine Militärbasis, da hat sich an die ganzen verschiedenen Overwatch-Mods und so weiter für Arma 2 hat es ja da extrem viel gegeben, wo einfach so eine Militärbasis da unten hingestellt worden ist, extra oder so. Bei Breaking Point ist das jetzt nicht so. Das ist ein bisschen ursprünglicher, glaube ich, alles. Und standardmäßiger jetzt, gerade in Tschernaros. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Maps ausschaut. Es gibt ja voll viel. Ah, da unten. Ah, dafür haben sie da sowas ähnliches gebaut, okay. Da unten, das hat man auch in ein paar Mods schon gesehen. Ein bisschen ducken. Da unten gibt es dafür. Ist das cool? Kann man Binoculars? Ja. Wie verwendet man die? Ah, Rechtsklick, Binoculars. Das ist ein Zombie, oder? Ja, das ist ein Zombie. Da unten gibt es eine Militärbasis. Gott, ich fühle mich da total unsicher. Direkt neben der Straße. Wobei es natürlich auch in der Mod, glaube ich, eher nicht so ist, dass da jeder zweite Depp mit dem also ein Auto findet und dann auffährt. Also ich glaube, man muss da. Ich glaube schon, dass es gibt Fahrzeuge. Wir haben ja auch vorher da in Kamenka war die Gleise eins gesehen oder so, oder ich habe zumindest schon mal eins gesehen. Boah, ich höre die ganze Zeit irgendwas im rechten Ohr. Das ist, glaube ich, der Wind, weil es macht mich fertig. Und also das heißt, man muss eigentlich seine Autos zuerst zusammenbauen und so weiter und ja, es ist nicht im Überfluss vorhanden, da hat es ja auch einen Server gegeben, da ist das ganze Zeug, also bei Arma 2, DC
Da war das ganze Zeug im Überfluss vorhanden. Auch jeder ist herumgefahren. Das gibt es da jetzt nicht. Also ich habe noch niemanden herumfahren gesehen. Man muss da wirklich alles oder das meiste zu Fuß zurücklegen. Was ich jetzt nicht schlecht finde, das ist halt einfach, man muss halt einfach länger spielen. Aber es ist natürlich auch das Leben dann. Gerade wenn man weiter im Norden ist. Oh shit. Da ist einer. Da ist einer. Boah, da kann man nur weiter hinzoomen. Ist das cool? Oh shit, der hat ziemlich geile Waffen. Wo versicht mich nicht? Normalerweise schaue ich da glaube ich schon ziemlich aus. Nicht eigentlich weiter runter gehen, aber jetzt ist er gerade da. Okay, er lootet. Die Chance muss ich nutzen, dass ich mich wieder besser positioniere. Besser hinliege. Man kann da irrsinnig schnell krabbeln in Arma 3, das ist sehr praktisch. Weil es sehr effizient und leise ist. Aber ich sehe dafür nichts. Scheiße. Ah, ich konnte den Baum da nutzen. Zum Hinsetzen. Obi. Achso, es geht nicht. Scheiße, wo ist der jetzt hin? Ich schätze mal, er ist hinten im Supermarkt. Oder er ist schon irgendwo im Compound drinnen. Also, dass er da irgendwo schon drinnen ist. Die Zombies haben ihn noch nicht gesehen. Oh fuck, Alter, das ist schon wieder so spannend. Aber es schaut so aus, als keine Ahnung. Das war zumindest der Besser, weil der hat so einen Mundschal gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Ja, so ein Banditen-Ding. So durch um mich. Das ist natürlich jetzt saugefährlich, wenn ich da jetzt runtergehe, weil ich habe eigentlich nur so eine blöde Shotgun, die ewig lang zum Nachladen braucht. Wie man vorher gesehen hat. Also extrem lang, da muss man dann 5 Sekunden warten oder so, was eine Ewigkeit ist, bis der die 2 blöden Schüsse nachgeladen hat. Ich weiß nicht, also schaut nicht so aus, als wäre er noch da. Ist der da weitergegangen? Das gibt's ja nicht. Warum schaut der da nicht rein in das... Oh, okay, das ist ein fetter Turm. Der wird doch nicht einfach abgehauen sein, da, ohne dass er in den zu die Zelte da schaut, oder? Mann. Das kann man nicht vorstellen. Wow! Was ist jetzt? Fuck, Alter, das ist die scheiß Musik. Oh mein Gott, hey. Das ist mir schon mal passiert, genau in dem Moment, wo ich einen gesehen habe. Da scheißt man sich fast in die Hosen, hey. Das ist echt... Und vielleicht habe ich nicht gesehen, aber... Also vielleicht habe ich ihn nicht gesehen, aber er war in meinem Blickfeld. Vielleicht ist das eh so getriggert, keine Ahnung. Wäre ziemlich cool, aber ich glaub's nicht. Ist da jetzt irgendwer in der Nähe oder was? Nein. Ich bin schon ganz unruhig. Die Soundkulisse ist echt der Hammer, also das habe ich echt auch ein bisschen vermisst. Oh shit. Da ist er. Da ist er.
Da war er definitiv, wir haben gesehen. Jetzt ist nur die Frage. Oh, da hinten. Da rennt er. Halt der lang braucht, dass er sich da drin ausrüstet. Da hätte er schon längst hinstürmen können. Und war trotzdem draufgegangen, aber. So, vielleicht war er da in dem ganzen Compound drinnen. Jetzt rennt er da in die Richtung. Irgendwo da wird er jetzt rauskommen. Links oder rechts, keine Ahnung. Ich würde eher links gehen, wenn ich er war. Der scheißt wahrscheinlich auf das, was ich mir denke. Was macht denn der? Wo will denn der hin? Da ist er unterwegs gewesen gerade. Oder hat das täuscht? War das ein Zombie? Da rennt er. Was tut denn der? Wo rennt denn der Deppert um an? Der macht mich fertig. Wo will denn der hin? Hat mich der gesehen? Na, oder? Das ist schon ziemlich weit und ich sitze da mit den Binoculars und sehe ihn kaum. Aber warum bleibt er da so in der Nähe? Will der Leute abschlachten, die da daherkommen wahrscheinlich. Ja, der verhält sich schon ziemlich offensichtlich, also weiß nicht, ob der recht viel mehr Ahnung hat von dem Spiel als ich. Man muss halt immer vom Schlimmsten ausgehen. Aber so wie es ausschaut, ist er allein. Zusammengespawnt. Kann natürlich auch sein, dass der einfach Richtung Green Mountain aufrennt jetzt. Oder so. Oder er lootet da noch irgendwelche Gebäude. Ich traue mich da jetzt nicht hin, weil der da ist. Was ist denn das? Ja. Aber genau das macht es auch irgendwie aus, dass man sich richtig in die Hosen scheißt, wenn man da einfach einen Spieler sieht. Man einfach auch nicht die richtige Ausrüstung noch hat, dass man den irgendwie konfrontiert. Weil das war jetzt bei den Arma 2 DSI-Mods dann, die am Schluss dann populär waren, einfach nicht mehr so, weil die waren einfach nur noch auf Action. Und das ist irgendwie ein bisschen back to the roots, das gefällt mir. Natürlich nicht ganz back to the roots, so wie das neue Day Zero oder die Desolation Mod für Arma 3, die wir vielleicht auch noch mehr ausspielen werden. Die ist wirklich ganz back to the roots. Daisy. Die ist eher so Standalone-mäßig. Aber das ist schon, man hat ein bisschen mehr Action, also man kann sich an der Küste vergnügen und es ist aber auch definitiv ein bisschen mehr los, wenn man nach Norden geht. So, Gott, der ist komplett voll der Server. Shit. Ja, je länger dass ich da herumliege, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwer einmal von hinten daherkommt. Also ich muss jetzt mal, auch wenn es mir nicht gefällt, was tun. Ich renne einfach mal. Ich renne einmal. Ich bleibe jetzt eher mal so auf der Seite, wo er war. Weil ich glaube, da vermutet er mich am wenigsten. Mal schauen, es wird wahrscheinlich unser Ende sein, aber ich gehe lieber Action geladen irgendwie unter. Das Plakat. Jetzt habe ich lang genug herumgeschwafelt da beim Abschauen. Mal schauen. Das Problem ist halt auch, dass man so extrem laut ist beim Gehen. Man ist wirklich extrem laut, man kann man da reingehen?
frage mich echt, wo der Typ ist. Der hat es irgendwie geschafft, dass er sich da verpisst. Oder er sitzt da noch irgendwo und... Wie kommen wir da rein? So zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Medicine? Ja, super. Ist das jetzt ein Medizincamp oder was? Shit. Morphium ist aber nicht schlecht. Ich hätte natürlich lieber eine ordentliche Militärwumme. Das war mir jetzt ein bisschen lieber. Okay, Baby. Wow, yes. Na. Na. AK. Los. Und das Magazin. So geil. Backshot nehmen wir trotzdem mit. Okay, ich glaube, das ist ziemlich top. Schauen wir, was wir da gefunden haben. Und eine Map. Sehr geil. Ja, jetzt müssen wir es nur noch überleben. Was ist das? Ich glaube, vollautomatisch ist das da, ja genau, 30 Schuss. Das darf ich nicht verwechseln da oben, weil es gibt da Melee, also man kann auch zuschlagen mit der Waffe. Wow, cooler Beretta, ist auch nicht schlecht. AR-15. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt beim... Boah, wie viel Schuss? Da sollen wir die AR-15 nehmen. Haben wir da Schuss dafür? Ja, haben wir. Die nimmt Remington. Die hat so wenig Schuss. A poorly maintained civilian rifle. Nein. AK. NATO Rounds. So geil, alles Mögliche haben wir da gefunden. Das ist gut. Scheiß brauchen wir nicht. Was ist denn da jetzt eigentlich? Was haben wir denn da alles? Viel zu viel Zeit, Geld, Backshots brauchen wir nicht mehr. Ich muss ein bisschen aussortieren, ich weiß, das ist so deppert. Mitten im Militärgebiet. Das ist nicht so gescheit. Boah, schreck mich, du Penner. Ja, ich gerade jetzt wieder raus, wo ich hergekommen bin, es hilft nichts. Das ist das einzige Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da wieder rauskomme. Yes. Das funktioniert. Wow, schreck mich. Lauf, du Schlampe, lauf. Ich hoffe, es hat mich noch keiner beobachtet jetzt. Oh mein Gott. Wäre das cool, wenn wir da jetzt so eine fette Wumme mit rausnehmen. Okay. Ich glaube, ich werde mich jetzt irgendwo verschanzen und das war's erstmal. Und vielleicht spiele ich dann wieder weiter beim nächsten Mal, wenn es euch interessiert. Oh shit. Naja, genau, das ist jetzt das Problem. Ich bin, oh Gott sei Dank. Ich bin ja vom Zaun aufgekupft. Na gut, ich möchte eigentlich da weg. Also, shit, das ist so offen. Na gut, ich bezweifle, dass das schon wer einen Sniper hat. Mal schauen. Ich werde gleich beim nächsten Mal da einfach weiter tun. Ich renne jetzt da oben in den Wald und lock mich aus. Das war mal genug Action bis jetzt. Und ja, ich habe glaube ich einen guten Eindruck gekriegt von der Mod.
Ich finde es wunderschön, ich finde es ziemlich cool, ganz oldschool und actiongeladen, also mir taugt's. Wir haben sogar so Arma 3, bald eine da, oder? Ja. Auf jeden Fall freue mich schon ziemlich drauf, das einmal mit Maxi zum Spielen. Der muss das erst installieren, das Ganze. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder in der Breaking Point Mod. Ciao!